Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieur. Und dann guckt ihr mal, 3D-Druckerle war schwer beschäftigt. So sehr schwer beschäftigt, dass ich zwischendrin nochmal altes Filament verbraucht habe, das ich mal gekauft habe. Ich glaube für die... das habe ich für die Streif damals gekauft und das war von der Farbe nicht ganz richtig, deswegen... Für Triken hat es in etwa passt, aber da habe ich zwei davon, die beide ähnliche Farben. Und das hau ich immer so Prototypen rein, dass ich irgendwann mal aufbrauche und Platz freigebe. Und ihr fragt euch sicherlich, was das da ist. Und hey, für die schon länger dabei sind, die kennen das sicherlich. Das ist mein Trommelmagazin, in dem die Pfeile so rum eingelegt sind. Und das ist aber ein bisschen größer wie das, was ihr bisher so kennt, weil ich habe mir gedacht, wir müssen da mal gucken, dass wir da mehr Pfeile reinkriegen. Und dass wir das auch leichter laden können. Deswegen habe ich wird das oben nicht geschraubt, sondern da haben wir da so ein Splint drin. Das geht dann Splint raus und dann explodiert es. Ja, dann geht's auf. Da oben kommt dann so das. Also das bauen wir jetzt heute einfach zusammen. Ich weiß noch nicht, ob es geht. Ich habe es jetzt mal entworfen. Da kommt dann das noch. Das. Und da kommen da die Federn dazwischen. Das kann sein, dass die ein bisschen lang sind. Aber das ist ein Problem, das einfach zu beheben ist. Weil das habe ich ursprünglich auch größer designt, aber dann habe ich gedacht, jetzt finden wir doch erstmal raus, ob es überhaupt geht. Weil seht, da passt vielleicht zwei Pfeile rein. Von der Höhe. Auf. Warte mal. So rum müssen die rein. Ich glaube ein bisschen feilen. Ja, das war jetzt gerade das, wo ich ein bisschen feilen muss. Das habe ich natürlich auch in der schnellsten Qualität ausgedruckt und nicht in der besten. Also das ist dann so irgendwie so Entwurf super schnell oder sowas. Modus gewesen. Ja, also das passt vielleicht zwei passen nein, weil das der dritte, da geht der Deckel dann schon nicht zu, weil da ist ja noch der Ring da vorne, der das noch unterdrücken soll. Aber bei ein bisschen auf dem Schaumstoff quetschen können wir. Also, mit Ach und Krach kriegen wir da 3 rein. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh Glück, dass es eine 10er-Zahl ist. Das heißt, da hätten wir dann 60 Stück mit 3. Probieren wir, vielleicht sind es 40 Stück, die man extra reinkriegen. Und jetzt kommt die Magie, die das erst möglich gemacht hat. Hab da jetzt das untere, und das ist ziemlich ähnlich, wenn das jetzt so zumachen hätte, ist das ziemlich ähnlich zum Originalentwurf. Seht ihr schon, das ist der Horn ein bisschen anders, aber das habe ich euch schon, da habe ich glaube ich im anderen Video schon drauf hingewiesen. Das war mal ein Vorversuch, den ich gemacht habe. Aber sonst ist es ziemlich ähnlich zum Originalentwurf. Abgesehen davon, dass der Schieber komplett rumgehen kann. Ja, der ist jetzt da vorne. Innen natürlich hat er kein Ding. Heute habe ich es mit der Worte. Sagt's mir doch. Kein Drehpunkt. Keine Ahnung. Heute habe ich es nicht mit den Worten. Aber seht, was ich meine. Also, da kommt nachher das da rein. Da ist so ein Schlitz drin für das Federle. Da vorne ist der Raststänger drin. Dann da. Dass man die Feder nachspannen kann. Das ist dann, weil wenn die sich komplett rumdreht, dann kann die sich da dagegen steuern. Und dann kann man da das nachspannen. So ist die Idee. Bin mal gespannt, wie lange der Mechanismus geht. Weil mit ein bisschen Kraft geht es auch schon in andere Richtung. Es kann sein, dass das nicht ewig geht. Aber das finden wir mal raus. Dass man da vielleicht ein bisschen anderes Material braucht, wie das PLA. Aber das gucken wir. Gott sei Dank morgen. Weil das hat jetzt ja nicht so die Federwirkung. Also das geht vielleicht einmal die Richtung, dann bleibt es da, wenn es schlecht ist. Und das steht ganz das, was ich brauche für die Eigenschaft. Aber
Das habe ich halt da. So, guck, sogar das Werkzeug farblich passend. Wie wen es geplant hätte. Da fällt ein Stückchen raus. Was wir dann machen, das da oben, das machen wir mit so Hitzeeis jetzt. Da schrauben wir dann die Fäden dagegen. Ich glaube, das erste dürfte, glaube 4 Räucher. Das machen wir dann da, so in etwa. Und ich hab gedacht, das seien da einfach Löcher. Dass wir genug haben. Und wenn ich mehr Fäden brauche, dann kommen da mehr Fäden rein. Und idealerweise machen wir das da irgendwann mal schöner, größer. Gucken, was das da so maximal kann. Aber ich würde sagen, ich feile mal eine Runde und dann schrauben wir das zusammen. Also ich hoffe, dass ihr das so grob verstanden habt. Also das Federle, das habe ich im letzten Magazin schon verwendet. Da muss ich noch Schreible suchen. Das habe ich vergessen auszurichten. Das hat sich schon schön drin versteckt. Sonst geht es natürlich nicht. Aber erst einmal Runde Pfeile. Das haben wir ja schon. Beim letzten Trommelmagazin-Entwurf. Das ist im Archiv. Das war das mit so Spirale nach oben. Das ist natürlich. Ich meine, ihr seht an dem Entwurf, also wenn es funktioniert, ist es skalierbar. Das ist dann ganz einfach gemacht. Das zieht man dann in den Blender und markiert man die Ebene und zieht es nach oben. Gut ist. Das ist natürlich mit dem Spiralentwurf nicht so einfach. Bis eigentlich, gut, der hat auch nicht richtig funktioniert und hab dann auch nicht die Energie verschwendet, den zum Funktionieren zu bringen. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch schon, bis ich das alles fertig war, bis das alles fertig ausgedruckt war, hatte ich dann schon die Idee, das so zu machen. Da habe ich gedacht, das ist dann vermutlich die interessantere Variante. Ich meine, ich kann es euch noch nicht sagen. Hol ich noch Schraube ziehen, das ein bisschen. Wobei das Duft. Scheiße. Das ist halt, wenn man das auf der schlampigste Variante ausdruckt. Kommt es halt so raus. Aber dafür wird es irgendwann mal in absehbarer Zeit fertig, weil, ich meine, wenn es dann noch ein, zwei Modifikationen braucht, dann ist scheiße, wenn man das schon der beste Version ausdruckt hat. Das kann man immer noch machen, wenn man sagt, okay, jetzt hat man einen Stand, wo man sagt, das könnte quasi, wenn man das so Serie oder was weiß ich nennen möchte. Und dann kann man mal gucken, das ist eine gute Qualität Ausdruck und das mal einen halben Tag für pro Teile so drucken lassen. Oder länger. Und dann. Aber jetzt, bevor ich weiter schwätze, feilen wir eine Runde und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich dann. So, 18 Minuten später. Jetzt sieht es halbwegs sauber aus. Das hat einen leichten Graustich, weil da habe ich irgendeinen Fehldruck, das seht ihr da noch. Und den Scheiß kriegt man nicht vom Druck, oder kriegt man schon, aber nur halt mit echtem Aufwand. Da ist einfach nochmal drüber zu drucken. Das war so ganz dünne Schicht bloß. Und hat das irgendwie nicht funktioniert. Halb so wild, halb so wild. Ich würde sagen, jetzt schauen wir das irgendwie zusammen. So, da mal. Ich glaube, zuerst den unteren Teil. Dann schwätzen wir weiter. Das schraube ich jetzt da mal zusammen. So, den Teil und dann gucke ich mal, wie man das Federle-Ding jetzt da reinkriegt. So rum. Und schwätzen wir weiter. Das machen wir schnell Durchlauf. Dann bis gleich.
Ich habe da gerade was festgestellt. Das Schieberle mag nicht so richtig. Ich glaube, bevor ich da jetzt die andere Schraube noch reindrehe. Okay, ich sehe auch gerade, da habe ich so ein bisschen es gut gemacht. Also dann müssen wir einfach nochmal eine Runde locker werden. Ein bisschen locker. Das kann sein, dass da eigentlich Unterlagsscheibe dazwischen misst, wenn es. Halt je nachdem, wie das. Und da muss man auch ein bisschen locker werden. Hey. Mal gucken, die Mutter passt halt. Ja, das ist ein bisschen. Das mache ich beim nächsten Mal auch mit so Hitze-Dinger da. Und ich glaube, bevor ich das jetzt nochmal zusammenschraube, machen wir da einfach mal. Zerlegen wir es nochmal, machen den Schmutz rein. Machen die ein bisschen sauber von den ganzen Krümelzeugs da. Das später. So, dann. Bisschen Schmutz rein, das muss glaube ich sein, dass das da. Hey, ich hoffe, ihr versteht die Idee. Das ist da. Okay. So. Da kann man das dann so laden. Ja. Man drückt das da drauf und der Schieberle schiebt das rum. Weil das denn. Also zumindest in meinem Kopf funktioniert es so. Jetzt sorgt man dafür, dass es in der Realität auch nicht so funktioniert. Ich meine, man könnte auch die untere Runde normal einladen, aber eigentlich ist es von oben einfacher. Kommt der Deckel da drauf, mit dem Federring drin. Das müsst ihr euch. Die Federn müsst ihr euch noch vorstellen. Das traue ich euch zu, dass ihr so viel Fantasie habt. Zack, Deckel drauf. Blind rein. Und dann müsst ihr das Magazin nicht immer aus dem Blaster rausholen. Dann müssen wir da auch noch ein bisschen Federle wieder nachspannen. Und dann dürftest du es da nach vorne schieben. Habe ich das. Du müsst jetzt. Die Richtung muss der gehen. Das ist. Da muss ich mal aufpassen, dass ich. Ja, das. Und dann kommt das da rum. Und zack, nimmt den Pfeil mit. Und fliegt der Pfeil da rein. Das ist jetzt halt. Nimmt den Pfeil mit. Oh Gott, dem Pferd ist schon wieder die Kraft aus. Das war doch da gerade noch hinter dem. Gerade das jetzt. Einfach an dem. Wir müssen das geschmeidiger machen, das da führt kein Weg dran vorbei. Das ist. Da, ne? Gott, das sei das. Da. Und ich gucke mal nach Unterlagscheibe, dass wir da vielleicht als 2 Unterlagscheiben reinmachen. Dass das der nötige Abstand hat. Das kann sein, dass das halt durch Drucktoleranz und was weiß ich. Überlegt euch eine Ausrede. Ja, nee, dass das halt einfach noch nicht ganz passt, weil ich das alles noch nicht so sauber gemacht habe. Das wird es einfach mit allen 2 Unterleibscheiben jetzt mal ausgleichen. Von Anfang. Später brauche ich so. Also irgendwann sollte ich vielleicht sowieso jemand haben, der mit 3D-Drucker eine Ecke besser umgehen kann wie ich. Also das ist. Ja, das ist jetzt nicht so meine Stärke. Ich lerne dann noch. Formulieren wir es so. Ich lerne das noch, wie das geht. Na komm schon raus. Und irgendwann mal kann ich es dann auch. Aber momentan kann ich es so gut, wie ich es von meinen Zwecken halt brauche. Das ist so nicht überragend. Ich hole mal Schmutz, schmier das Ei. Also, zerlege es erst wieder, schmier das Ei. Und dann baue ich es wieder zusammen. Dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich.
So, Hodele, testen wir doch mal den Schritt. Irgendwie habe ich den Splint verloren, aber ich habe zum Glück noch andere von den Dinger da. Oder irgendwie verräumt. Ach, wenn die schon aufräumen, fällt mir der wieder. Ja, finde ich den wieder. Ach, das ist. Jetzt habe ich schon gedacht, ich habe den da drinnen. Das wäre natürlich nochmal zerlegen. Also das müsst ihr euch überlegen. Da habe ich jetzt eine Viertelstunde gefeilt, eine halbe Stunde geschraubt und ich werde nochmal mindestens 5-6 Minuten schrauben müssen, bis ich das zusammen habe. Dann könnt ihr das mal mit dem Durchschnittsgehalt vom Ingenieur multiplizieren. Das möchte ich selber für sowas nicht ausgeben. Das wäre mir teuer. Oh Gott, das Schieberle jetzt nicht weiter. So, das geht noch nicht ganz so. Das muss ich noch ein bisschen einschleifen. Da haben wir jetzt da, zack. Hat das gerade noch nicht geschmiert. Gut, ja, den Teil hätte ich nicht mit schmieren sollen. Manche Tag. Oh Gott, das. Dann müsste es jetzt ein Schlag da. Mach was ihr erwartet. Jetzt, Adle. Weil normalerweise holst du dann der nächste Schwung, die nächste Runde Pfeile. Ah ja, das hakt und klemmt noch überall. Jetzt gucken wir mal, ob das prinzipiell geht. Und dann muss ich mal gucken, dass ich da ein bisschen das Ganze toleranter mache. Das ist alles so verklemmt und wie manche Menschen halt. Das muss ich ein bisschen toleranter und entspannter machen. Den da mal ein bisschen Meditationskurs verpassen oder sowas. Oder halt einfach die Abstände ein bisschen größer machen. Das fordert Toleranz. Glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das zwischenmenschlich übertragbar ist, aber der Hanne zumindest. Weil das macht es dann noch entspannter. Ja, das Ding hätte ich vielleicht doch eine bessere Qualität ausdrucken sollen, aber da habe ich ein bisschen was vergessen. Da auch. Wobei ich glaube, die Richtung ist nicht so schlimm. Wobei, auch viel Luft habe ich nicht. Ich meine, die Darts soll ja nicht arg wackeln da drin. So. Aber der Mechanismus geht recht gut, also da bin ich überrascht. Weil da kann es nur sein, dass wir da irgendwann mal was tauschen müssen, da vom Material her. Dass ich das obere aus ein bisschen eher federndem Material machen muss, aber das finden wir raus. Ein Prototyp, der muss ich jetzt nicht da hunderte, tausende von Darts da durchgehen lassen. Das wird das wahrscheinlich nicht aushalten. Also das wird wahrscheinlich ziemlich schnell kaputt gehen. Aber idealerweise würde ich das aus Metall machen. Der da mit dem Widerhaken. Also das ist ja quasi, was ist das, ein Freilauf? In eure Richtung lässt oder Rücktrittsdingen. Keine Ahnung, mir fallen da noch Fahrradvergleiche ein. Ob die Wörter passen, das weiß ich nicht. Aber in eure Richtung lässt sich drehen, in der andere nicht, weil da soll ja die Feder sich dagegen stimmen können. So. Packen wir den auch rein, dann ist er aufgeräumt. Und den da rein. Ja. Ja, so nicht. Das muss ich nur lernen, wie man das gescheit macht. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Magazin lade. Ich glaube, bei der Original American 180 ist das ein bisschen komplizierter. Da muss man das alles, so wie bei meinem ersten Magazin, alles dadurch oder bei meinen ersten 2 Typen vom Magazin, also so grob. Auch bei dem Spiralmagazin muss man das alles da durchladen und das ist jetzt dann schon großer Fortschritt. So, da habe ich mir jetzt überlegt, jetzt gucken wir das mal, haben wir die Federle, das Federle, ganz wichtig, Süddeutsche brauchen wir kein das ist alles das. Das wird auch klasse Short, wenn ich dran denke, da Short draus zu machen.
Oder das mache ich vielleicht sogar mal separat. Vielleicht denke ich im Nachgang daran, noch einen Short dazu zu machen. Okay, das mit Federle habe ich mir auch einfach vorgestellt. Das ist das Problem mit Vorstellungen. In der Vorstellung ist immer alles so einfach. Dann probiert man es in der Realität. Und dann stellt man fest, das ist dann doch nicht so leicht. So. Das geht gegangen. Weil das Federle. Auf der anderen Seite machen wir das genauso. Wie das Federle. Oh, und das kann sein, dass das zur Seite trägt. Ja, jetzt gucken wir mal. Vielleicht reicht es bloß für eure. Dann haben wir da unten, weiß ich, dass wir knappe 40 Pfeile reinkriegen. Und das müsste jetzt sogar noch mehr gefordert sein. Weil wir haben ja quasi da vorne den Platz, der war vorher, glaube ich, blockiert. Den haben wir jetzt gewonnen. Das heißt, wenn wir da also 40, 42 reinkriegen, da noch eine Runde 2 vielleicht oben drauf. Da sind wir auch schon bei 80, irgendwann gute 80. Je nachdem. Das wär schon mächtiges Magazin. Und vor allem, davon braucht man eigentlich bloß alles. Das kann man immer wieder, wenn man eine ruhige Minute hat, zack, Deckel auf, nachladen. Weil idealer wäre es, wenn man da wirklich so einen Klappmechanismus hätte. Also das könnte man auch einfach machen. Da noch so Federhebel noch auf der anderen Seite. Ähnlich wie man den Magazinhebel, das Magazin rauszunehmen. Könnte man da einfach so Federmechanismus noch machen. Dann kann man den Deckel aufklappen oder zuklappen danach. Aber das war mir jetzt von Anfang einfach ein bisschen kompliziert, das zu machen, wenn ich noch nicht weiß, ob es funktioniert. So, habe ich wieder viel geschwätzt. Gucken wir mal, ob ich alles vorbereitet habe. Vielleicht die Schräubler. Ich glaube, ich nehme die lange. Ganze Schraube Sammelsurium. Das heißt 8 Schrauben. Jetzt brauchen wir noch 5. Dann mache ich einen Lötkolben warm und dann haben wir die Dinger dann rein. Hoffe ich, dass das mit den Federn geht. Die Schraube vermischt sich halt. So, da habe ich so ein Werkzeug von Lötkolben. So was. Da brauche ich bloß das. Und dann brauche ich da statt da in 2,5, das brauche ich nicht. Das ist, was weiß ich, M5. M3, genau das da. Oh Gott, das da so. Das habe ich auch schon verwendet. Den Rest habe ich noch nicht verwendet, also den Rest habe ich kein Material da. Das ist ganz praktisch und ich glaube, das mache ich da mit dem 5 Euro irgendwann mal. Lötkolben warm und sage, nein, dann ist es erledigt. Aber das machen wir im Schnelldurchlauf. Oder so das zuerst den Lötkolben rein da machen. Weil den muss ich vorher warm machen, bevor ich den Schnelldurchlauf anfange. Dann bis gleich. So, halb Stündle später. Oder sieht es so aus. Das hält recht gut. Also ich glaube, die Feder, ja. Für die Feder soll es vielleicht doch 1 cm her sein. Aber das ist okay. Oh, so ein halbes Zentimeter das noch gegangen. Da könnte man vielleicht eine Pfeile mehr reinquetschen. So. Schon wieder zu viel geschwätzt heute.
Stimme macht da wieder Probleme. Probleme, da, ich sag's euch, Probleme. Ich würde sagen, bevor ich jetzt viel weiter schwätze, ich suche mal einen ganzen Stapel voll Pfeile. Also, mein Profi-Werkzeug zum Laden brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber Pfeile mal einen ganzen Stapel. Aber die mit schwarzen Köpfen, weil das müsste da nicht glauben. 40 Stück oder so müsste es noch sein. Ich hole die schwarze noch. Also die mit schwarzen Köpfen, das sind auch weiß, aber mit schwarzen Köpfen. Den laden wir dann da rein. Und dann schweizen wir mal weiter. Sehen wir mal. Dann findet ihr mal raus, ob's Gott. Dann bis gleich. Sodele. Klar, da ist. Und, ja, die Feder, die sehen wild aus, ich glaube. Das ist die. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Entladen kennen. Das müsste jetzt da Hanna gleich in die nächste Runde gehen. Ja, wenn's denn Gott. Okay. Nächste Runde. Muss der gespannt werden. Ach, das ist jetzt schon die nächste Runde. Eieiei. So. Das. Eieiei. Okay. Gut, dass ich da die Fingeraussparungen gemacht habe. Jetzt. Boah. Okay. Ich glaube, das braucht so ein bisschen Nachhilfe ab und zu. Das ist noch nicht ideal. Aber das hat ein bisschen gebraucht, bis ich das geladen gekriegt habe. Sag's euch. Jetzt müsste da das dann runterfallen. Ich glaube, dass ich da einen längeren Stift habe, dass das da rüber reicht. Das ist noch nicht ideal. Okay. Ich glaube, wir müssten da fast 80 Pfeile drin haben in dem Magazin jetzt. Warum fällt das nicht runter? Gott, es sei, dass das Ding nicht der richtige Druck ausübt. Das. Vielleicht ist das da ein bisschen doch. Jetzt. Das ist klar, dass das nicht runterfällt, weil das übt ja. Das heißt, wir müssen das da Hanna quasi in Segmente zersägen. Oh. Damit das immer wieder runterschiebt und ein Stückchen runterrutschen kann. Also so. Weil das war schon ein rechter Scheiß, das da rein zu kriegen. Ich glaube, das probiere ich mal ohne Kamera. Jetzt gucken wir mal, was den prinzipiell kann. Jetzt. Also das kann ich einfach mal zersägen. Oder. Ja, das kann ich einfach mal zersägen, weil das drucke ich deswegen nicht nochmal aus.
So. Das heißt, dann fällt die nächste Ladung erst runter, nachdem das ganze Ding rum ist. Bin mir nicht so sicher, ob das Ganze so funktioniert, wie wir das uns vorgestellt haben. Aber das wäre schon verdammt cool, wenn's gegangen tät. Also, man, die Fäden, die müssten wir wahrscheinlich kürzer machen oder so, aber man könnte einfach das Ding länger machen. Das ist auch okay. So. Boah. Das hängt irgendwo. Ah, jetzt nicht. Eigentlich müsste Schieber das jetzt da rumschieben. Hey. Dann müsste der nächste gleich kommen. Ist nicht so ideal. Wohin denn das? Ich glaube doch nicht so ideal, die so zu laden. Das seht ihr. Die nächste Lage fällt halt doch noch nicht runter. Das ist jetzt halt noch kein großer Vorteil im Vergleich zum einlagigen Magazin. Das ist natürlich, die Spalte führen dann auch eher dazu, dass die Pfeile sich verkeilen. Das ist halt nicht ideal. Nachbar drüber macht wieder Krach. So, ich dachte, jetzt mache ich so lange Pause, bis das aufhört, aber ist immer noch nicht fertig. Hey. So. Das wird. Oh. Das schiebt halt nicht automatisch. Nein, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das heißt, weil das Magazin mit einer Runde, das ging ja schon recht gut. Das ist scheiße, wenn das da mit 2 Runden nicht so gut geht. Da muss ich wieder was ausdrucken mit einer Runde, weil dass ich da die Schnittstelle mal definiert habe. Eieieiei. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Man probiert was und denkt, ja, so könnte es gehen und dann geht es halt doch nicht so. Wobei ich vielleicht da auch einfach den Abstand da noch größer machen muss. Das heißt, die sollte eigentlich. Viel leichter durch den Schieber geschoben werden. Durfte es jetzt. Und dann hängt es wieder über. Ja. Ja, das ist ja ein mächtiges Gefluche. Oh, das gehört auch irgendwie dazu. Das habe ich mir alles anders vorgestellt. Ich soll das so machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Scheißdreck da. Problem ist, ich kann nicht mal sauer auf irgendjemand anders sein. Hab selber entworfen. Jetzt müsste da Honor die eigentlich schon alle rausfallen. Das ist so die Idee.
ist immer noch. Das wird natürlich, und das ist halt scheiße, wenn man zwar ein großes Magazin hat, aber trotzdem, das ständig irgendwo nicht weitergeht. Das müsste doch eigentlich... Ei. Ah, das ist die Pfeile, das ist viel zu eng. Selbst da nicht den Millimeter, den wir da jetzt noch. Das heißt, der Abstand passt da überhaupt nicht. Das heißt, das Teil muss ich nochmal neu rausdrucken. Deswegen ist das da noch. Jetzt geht es dann halbwegs. Jetzt sind wir beim letzten. Das müsste eigentlich. Die nächste Runde runterdrücken. Das geht noch nicht zuverlässig. Das ist alles noch ein bisschen. Da müsste eigentlich. Da drückt es dann gleich 2 eigentlich. Wenn das so richtig funktioniert hätte. Das wäre natürlich ideal. Dann geht der Schieber in die nächste Runde. Da könnt ihr euch jetzt als Jahrmarktsprecher vorstellen. Noch eine Runde. So in etwa. Das wäre schon ideal, wenn das halt. Ja, das Teil muss ich nochmal neu rausdrucken mit mehr Abstand. Da ziehen wir den raus. Dann macht der Schieber da die Runde rum. Die sieht aus wie Sau. Es bringt alles nichts, wie die Federkeulspanne, wie ich will, wenn sich das so verkeilt. Scheißerle. Hier wäre es gewesen. Ich bin negativ begeistert. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Das hat in meinem Kopf alles so schön funktioniert.
Jetzt. So. Scheiße. Drückst mir das wieder nach oben. Ah! Prost. Da muss ich glaube mal in der Nacht drüber schlafen. Oder vielleicht auch ein paar Wochen, das weiß ich noch nicht. Weil wir da das nächste Mal mit einer besseren Idee daherkommen. Oder ob ich nicht einfach nochmal einlagiges Ausdruck. Weil ich hab da seitlich noch Teil von neuen Blaster. Ja. Das mache ich noch ohne Kamera. Packen wir den Krusch mal zur Seite. So. Bleib auf der Seite. Ich hab da nämlich einen Teil vom neuen Blaster. Aber da im Schierbauer hab da schon neue Blaster entworfen. Kommt so noch. Hui. Und Schulterstütze. Und das sind Teil vom letzten Blaster. Allerdings, also Schulterstütze ist ein bisschen modifiziert. Und das ist ein bisschen stark modifiziert. Wie ihr seht, das Tasterle ist jetzt in der Mitte. Wir haben da Kabelkanal direkt zum Tasterle. Der Tasterschalter ist, könnte man auch durch einen Taster ersetzen, wenn man will. Also da einfach zum Draufdrücken dann. Aber ich wollte da einen Schalter haben. Gut, hauptsächlich weil ich die Dinger halt gerade da habe. Dann habe ich das ein bisschen modifiziert und alles kompakter gemacht. Dass das halt einfach. Und ihr seht, da fällt unter was. Weil da will ich mir die Option frei halten. Aber das erste, das habe ich noch nicht entworfen, aber das machen wir noch. Also so Einsatzteil rein, das einfach einen Griff macht. Aber da können wir dann andere Sachen dran montieren. Die kann man dann mit dem kleinen Finger bedienen. Oder halt umgekehrt den Blaster mit dem kleinen Finger. Und das dann da hinten. Und da oben das. Das mit dem Zeigefinger. Den habe ich jetzt, das ist jetzt schon so gemacht, dass man das hier. Das habe ich geändert, das ist immer beim letzten Blaster irgendwie passiert, dass man den nicht so richtig mit dem Zeigefinger bedienen konnte. Und dann haben wir da die Teil habe ich ausgedruckt. Das Deckel da. Das Magazinhebel, das kennt ihr ja alles vom letzten Blaster. Oder ja, Fall halt nach. Der Schwungrädlerskäfig. Oder die Schwungrädlerskäfige. Oder das Argument des Schwungrädlerskäfigle. Aber ich gesagt, man braucht bloß das. Das sind 4 Stück. Da findet man mal raus, ob das was bringt, wenn man da mehr davon, wenn da viel hilft, viel macht. So, bräuchte man jetzt heute. So, da ist das fällt hier durch. Und ich habe da auch jetzt andere Schwungrädler. Die sind die da von der Nightingale. Das heißt, das ist ein neuer Käfig. Das sieht dann nachher so aus. Und da haben wir da einen ganzen Stapel Valkyrie-Motoren. Weil die sehr ruhig sind und auch günstig einfach. Und da habe ich gedacht, da das Löde immer rechter Schmarrn ist, wenn ihr so Platine kauft, wenn ich sie wieder finde. Wo habe ich die denn da? Ach, da habe ich sie. Habe ich die jetzt doch schon wieder auspackt. Platine. Und da kann man das
modular machen und mal schauen, wie viele da was bringt. Ob das was bringt und wie das was bringt und ja. Aber ich gucke jetzt erst einmal, dass ich das Magazin hinbringe, also dass ich das nochmal ausdrucke. Das da halt Honor und damit einfach mehr Abstand, also deutlich mehr Abstand, dass das dann geschmeidiger rumgeht. Und wenn ich es nicht hinkriege, lage ich's. Das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Dann bauen wir den Blaster zusammen. Entweder mit dem Magazin, mit einem riesen Stapel voll Pfeile, oder halt wieder mit einer Schicht. Und dann verwerfen wir mal vorerst die Idee mit mehrschichtig, bis ich dann neue Inspiration habe und das dann wieder hinkriege. Muss ja nicht gleich alles das erste Jahr passiert sein. Da muss ja auch noch ein bisschen Lernkurve haben. Das ist schon cool. Kann es nur sein, dass da noch das dann zu einem Batteriekurzschluss führt und nicht aufpasst. Das ist nicht so geschickt. Je nachdem. Also das kann sein, dass man das da ein bisschen so nachlöten muss, dass das passt und ein bisschen Isolierklebe drüber. Aber das kriege ich schon noch. Und da tut es jetzt auch mit dem Blaster endlich mal klappen, dass es da die Schwungräder nicht lupft und dass das sauber zuverlässig schießt. Wobei das eulagige Magazin, das könnt ihr ja hier aus dem anderen Blaster stehlen. Da müsst ihr es nicht extra ausdrucken. Dann drucken wir für den irgendwann noch Neues aus. Das habe ich alles schon. Das funktioniert ja schon, das habe ich schon entworfen. Und das wird dann ein bisschen technischer Blaster. Da überlegt man uns dann noch Anbauteile drumherum und alles, was man da so noch machen kann. Da fällt uns da schon noch was ein. Und dann, ja, wünsche ich euch ein bisschen mehr Glück beim Basteln und beim Blästern. Viel Spaß. Euer Blasteringenieur.